muss allerdings so, dass mir als ADR der Rapport nicht matt gedrohen hun, wenn man mit Film wird an dem Rapport ugeklungen, also wer doch heute schon halb präsentiert gehen als nicht d'accord sehen. Wir ein realistisch Approach zu Europa, ein realistischer Approach, die auch immer matt bedenkt, wie können wir als Lützeburger Interessen, auch die Interessen von unserem Land, an einem Europa, wird aber weiter zu summen, wie es wirklich vertreten. Aber wir sind da eben heinz, da vertreten wir andere Standpunkte, wie die anderen Parteien hier bannen. Es war interessant, die Debatte nur zu lauschen. Es schon festgestellt, dass CSV zum Beispiel heute nach einmal betont wird, dass sie langfristig will föderal Europa, dass die Partei grundsätzlich also d'accord als immer betont, dass die Staatlichkeit von Lützeburg berät, das abzugehen. Das ist etwas, was als klar in der Schäd von der CSV, mir als ADR, sie nicht berät, Lützeburg abzugehen. Wir hätten gerne Europa von den Nationen, wird eng zusammen schafft, wird ganz viele Elemente kann hun, die auch supranational funktionieren, aber auf jeden Fall in Europa von den Nationen an nicht ein föderal Europa. Von der auch der CSV an ihrer Approche mit Eurobonde spielt, also mit einer Vergemeinschaftung, wo Schulden, die auch am Treaty nicht viel gesehen sind, die Zukunft vom Treaty verboten sind. An aber will CSV da durchsetzen, das an Eisen falsch, waren als Spanisch, als Portugiesisch, als Italienisch oder einer Freund an andere Memberländer Schulden machen, der Lützeburger Steuerbezahler, die sollen matt bezahlen. Das ist nicht die Approche, die wir verteidigen. Wir wollen der LSAP hören, dass der LSAP durchaus mehr vernünftig als mehr bewusst, dass man eine Staatlichkeit tun, dass man die soll noch verteidigen. An einfach, als du ein bisschen spekuliert, gehen es kann sein, dass man matt gerappt gehen an verschiedene Entwicklungen wie eine Finanztransfersteuer oder so. Nee. Wir denken, wir müssen uns nicht matt trappen an Sachen, die unseren ökonomischen oder anderen Interessen grundsätzlich schüren. Und noch bei den Geringen stellt sich froh, Adam hat erklärt, dass die Europäische Union mehr Ressourcen braucht. Hier steht mehr Steuern, hier steht, dass Steuerlast für Lützeburger soll klammen, oder soll man auf Steuern verzichten, wie den Transfer Richtung Europa zu machen. Alles das sind Unklarheiten. Und dafür muss man es mit der ADR aber ob ein viel mehr realistisch Linien können festlegen, die auch immer das Interesse vom Land am Erbe hält. Europa ist an einem schlechten Zustand. Auch von der Haut nicht so offen ugeschwert genoss von den Vierredner, es sind ein ganz gravierend Problem. Der Brexit ist just ein Symptom. Und ich ging wirklich appellieren, wie mein Freund Roy Reding jetzt schon die eine Woche gemerkt hat, für nicht den britischen Wähler immer als einen durchzustellen, der nicht kapabel ist, konsequent zu seinen Entscheidungen aufzuschätzen. Das Regierung hat immer ein Problem mit Referenden. Zu Lützeburg von 20% die Situation verstärken, von den Regierungen der Regierung nur 80% hun net, aber im Brexit as het ähnlich, die dafür gestimmt hun, die net verstehen, wat ze wollte, die dagegen gestimmt hun, dat sind dann das die gescheit Minorität. Also so kann ich net in Referenda rugoen, das ein demokratisch Decision gehol gehen, de Brexit das für uns eng Tatsachen stellt Europa für eine institutionelle Krise, und es stellt also für Konsequenzen. Und ich meine, eng die nächste Konsequenzen durch heute pomologisch wird genauso als die finanziell. Du hast gesagt, wir müssen kompensieren, das wird lo fehlt am europäischen Budget, weil das Vereinigte Königreich nicht mehr abzielt. Nee. Wenn Europa man Suen hört zur Verfügung, dann muss ich der Decke nur gestreckt gehen, und da muss man eben gucken, dass man als Depensen und Resetten aufpassen. Ich meine, das als der Weg, den ich soll gehen, und nicht nur aufhängen, probieren so zu machen, als wäre noch so ein großes, wichtiges Land, wie das Vereinigte Königreich nach Member, also nicht mehr, und da muss man eben als Ambitionen als Europäische Union aufpassen. Migrationskrise, als einem ganz wenig ungeschwert gehen, ich komme da wenigstens nach mehr zurück. Wir hätten eine Migrationskrise, die ein Katastrophe Krise für Europa war wahrscheinlich die größte seit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg, die wir hatten, und nach immer hun, sie ist ja nicht drüber. Die hat man nicht krit an der Form, von europäischen Institutionen nicht gebraucht, missbraucht gewähre, wie sie nach zu amplifizieren, und ich komme auf den Aspekt noch weiter zurück. Auch mit der Euro-Krise. Griechenland, also gut Beispiel, Griechenland wird nicht erlaubt gut praktisch aus dem Euro auszuschäden, ob schon nicht immer in der Diskussion waren der verschiedene Räte, wohin zur Decision schon bald geholt ist, für Griechenland gehen zu lassen und aber nicht gegangen genoss. Da muss ich aber da gucken, wie ist dann die Situation, was für Sozialhärten hat das an dem Land verursacht, und noch an andere Länder, die gewisse Programme in der Wurf kaufen. Als da nicht dat die Herd mit der Griechenland behandelt gouf an nach immer behandelt gött für uns auch
eng dauernd Erinnerung daran, dass man muss den Eurosystem grundsätzlich auch vorstellen, noch seine Schwächen unerkennen, mit alle Viertel, die für uns hört, mir auch da muss man es realistisch mit der Frau setzen. An ein anderer Riss, den durch Europa geht, dass das Klore an außenpolitischen Domänen, notamment zum Beispiel das Verhältnis zu Russland, weil da ist immer beschäftigt, wo man als Europäische Union an einer Geisel Rolle haut gefangen sie enger Minorität von Memberstaaten, die aktiv antirussisch Politik wollen betreiben, aber wo man nicht kapabel sind rauszukommen aus der Situation, wo man auch als Lützeburger Regierung und als Lützeburger Politik am Allgemeinen eng einer Position vertreten. Ich frage mich, ob der SAP zum Beispiel als Partei überhaupt eine Vision hört von ihrer Russlandpolitik oder die Regierung eng hört. Denn Herr Asselborn als am Conseil immer bei denen die Sanktionen verlängern, an den Herr Schneider von derselbe Partei für dort Moskau für Matrecht wird man unterstützen, Trusse mal die Bocht zu holen wie das Space Mining an einer Sachen. Ich meine, Bannen als kein Partei, die eigentlich sieht, die Anti-Russland-Politik, die Sanktionen sie vernünftig müssen das für machen, aber da konnten wir noch die Courage zu so ja, ob da da an mir gucken, dass man das Verhältnis zu Russland auf einer Basis stellen. Das für uns an der Situation, wo Europa an einer tiefer Krise ist, verwunderlich festzustellen, dass eine Flucht nur 4 soll gemerkt gehen. Das ausgerechnet in so einer Situation, soll Bemol Europa neue Initiativen holen, vertieft gehen, Platz zu probieren, zu konsolidieren, zu festigen, das muss beruhigt gehen an so einer Situation. Nee, soll man noch eine Verteidigungsdimension kreieren, das ist extrem kritisch. Wir sollen auch nach der Währungsunion vertiefen, was auch ganz problematisch ist. Und das geht alles gemerkt, ohne Treten zu verändern. Und ich meine, hier eine ganz Symbolik dran, weil eigentlich die europäische Nationen halt auch deutlich rausgespürt, weil eigentlich viele Leute in Europa Verantwortung haben, wissen, dass sie nicht mehr gedroht geht vom Willen von ihren Völkern oder von ihrem Elektorat. Sie wissen das. Sie wollen weitermachen, von oben nach innen die Leute etwas imposieren, an Platz mit den Leuten Europa zu bauen. Sie wissen, dass sie spüren, dass sie eine Misstrauen gehen, die wir dem Volk, dafür kein Referenda, weil mich auch kein Parlament da, mir Gefierung, Lernparlament, wir haben das auch immer gesehen an den letzten Jahren beim Euro, wo wir immer mehr strenge Regeln kriegen, die zum Teil Lernparlament gegangen sind, über die WWO-Reglemente, wo eigentlich Direktiven hätte müssen gemerkt gehen, an alle möglichen Schritte, wie zu probieren, nicht eine Approbation parlamentär oder eine Diskussion parlamentär wirklich zu provozieren, nicht nur heim an den betroffenen Staaten alle gut. Und das ist nicht das Europa, was wir uns vorstellen. Wir stellen uns kein Europa vor, was von oben und innen lernt, Bürger soll abgebaut gehen. Wir als ADR, so wir bauen Europa mit den Leuten. An Vertrauen von den Leuten, an Mandat von den Leuten. Und da ist ein grundsätzlich Bottom-up, wenn der so will, der Platz Top-down. Mit das ist eine grundsätzlich andere Erstellung, das am Respekt für ein Mandat, weil wir sind nie etwas ähnlich wie just Mandatäre vom Volk, aber wir gehen nicht über uns Pouvoiren daraus. Es war interessant, wie die CSV probiert, das politische Europa mit Gadgeten eigentlich abzubauen, die auch an keinem Treaty stehen. Eine politische Kommission. Die Idee von einer politischen Kommission, die steht da keinem Treaty. Aber trotzdem geht gesagt, es gibt eine europäische politische Kommission, das ist dann so etwas wie eine europäische Regierung, was sie nicht ist, aber doch nicht so an den Treaty angedurcht ist. Die Idee von einem Spitzenkandidat bei Europa, das ist eine Absurdität. Wir hatten da dann den letzten Europawahlen, aber was tut der Wert, einen Spitzenkandidat zu haben, dem auf keinem Wahlzettel kann angekreuzt gehen. Alles das sind Fiktion de l'esprit, es sind europäische Enthusiasmen, die vielleicht unter 100 stehen, politisch Tatsachen, die op neicht beroen, an die aber do sollen no Vierbrüch gehen. Auch dat als net also wie an Europa, wir wollen net etwas politisches zauberen, wat op keinem Treaty, op keiner realistische Appreciation von Europa überhaupt kann bestohlen. Wir wollen als ADR auch Stellung holen zu den Szenarien. Was ist dann als Vision? Schon gesagt, ähnlich wie CSV, wir gehen nicht auf die Weg, dass wir das Land ablesen an Europa, wir sind für ein Europa von den Nationen. Wir sind für ein Subsidiaritätsprinzip, das wirklich gelebt wird, so nur bei den Bürgerdecisionen holen. Wir bauen Europa mit den Bürgern, nicht gegen die Bürger.
Und wir brauchen ein Bannemarkt an eine Währungsunion. Das ist den eigentlichen Fonds, was wir brauchen. Szenario 2, aber Szenario 2 plus. Wir können immer darüber rausgehen, an einem Modell 3 oder 4, wie das hier immer im Gesot gehen ist. Das müssen wir gucken, aber wir gucken nicht pragmatisch, wir gucken nicht flexibel, wir gucken, was das an unserem Interesse ist. Wir sind da schon zu weit gegangen. Am Exequate zum Beispiel, wenn wir den aufgeschafft gehen, sind wir zu weit gegangen. Weil wir die Rechtssicherheit von den Bürgern hier im Land reduziert haben. Das wäre mit der ADR nicht geschieht, dass aber an der letzten Regierung so angeholt gehen, dass wir hier juristisch Decisionen aus dem Ausland unerkennen, wo wir wissen, dass die Justizsysteme zum Teil total korrupt sind. Und aber gehen wir hier hin und wir erkennen so Decisionen un, wir hätten das nicht gemacht. Das sozialt Europa so etwas, was wir als wünschen. Und dazu wir seit ewig am Wahlprogramm, Modellen, den Herr Adam rappeliert 60% vom Mindestlohn. Aber es gibt, und das ist auch klar, es gibt immens Gefahren an dem Bereich. Ich weiß, dass die Slogan sind noch von der Seite von den sozialistischen Kollegen und so weiter, dass immer betont wird, ja, wir müssen eine Triple-A sozial. Ja, du gehst heute keine letzte Woche so lange mehr an einem Modus von Raisonnement bleiben. Da wäre es schön, ein Triple-A sozial, wo man das könnten exportieren. Mit Wirklichkeit das nicht so. Wirklichkeit das die, dass das kein gemeinsam verstehst, nämlich an Europa gibt, was dann das sozial Europa soll sein. Wenn in der Kommission nur lauscht, Herr Timmermans zu Tateineinke wiederholt, wo ein Hai war, dann hat er gesagt, dass das gegen Schuldenkämpfe, gegen das Publik, Doofschafe von der das Publik. Das ganz natürlich hängt dazu zusammen mit einer Austeritätspolitik, die Gewerkschaften und viele andere Akteure immer aktiv kritisieren. Das ist der Post von der Kommission. Dass Gewerkschaften eine gerne haben, ist klar. Aber wenn dann an den Detail rangeht, dann merken wir, dass das auch für Lützeburg Gefahren an der Idee vom sozialen Europa sind. Wir hatten die Diskussion über Nationalkommissionen, die sollen angesagt, wie das kontrollieren. Wir müssen als froh, wie ist es dann am Lützeburger Index, wenn wir aufhängen, Sozialpolitik an Europa zu harmonisieren. Wie ist es mit der Autonomie, mit der Tarifautonomie, mit Gehälterverhandlungen, mit unseren Möglichkeiten, selber über eine Struktur an der Remuneration, an den Betrieben und so weiter beim Staat zu diskutieren. Was ging davon bleiben bei den Conseil National de Compétitivité? Am Blick so mal nehmen, wie weiß, was dann alles nach Doka kommen. Verringerung von den Kosten von der Arbeit als ein Ziel von vielen Leuten an Europa. Und das ist ein Gefahr für all die Leute, die sozial denken. Das heißt, wir wollen als RDR wie andere Parteien auch ein soziales Europa. Wir müssen uns bewusst sein, dass da noch Gefahren damit verbunden sind. Migration, das ist etwas, was ich nur ganz kurz ausschreiben will, aber ich will das nicht erspuren, weil das von Anfang an ein Rechtsbruch gewesen ist. Aber wir an Europa wollen ein Vertrauen an Europa schaffen. Wenn man will so in Europa seine Rechtsgemeinschaft, dann ist es das wichtig, dass wir darüber können als berufen. Weil Rechtsstaat, Rechtsgemeinschaft, Europa auf rechtliche Basis ist nicht von denen zu trennen. Die ganze Migrationsproblematik, wo von Anfang an ein Rechtsbruch verursacht, einseitig von der deutschen Regierung, ein Bruch von der Genfer Flüchtlingskonvention, ein Bruch von der Genfer Konvention über 1949, ein Bruch von der Dublin-Konvention, die immer dann ausgesetzt wird, wenn die deutsche Regierung arrangiert hat, der Lorem soll güllen, auch an der Situation mit Italien eventuell soll güllen, wird Lohr lang gelost wird. Und nicht nehmen, dass der Rechtsbruch war von Anfang an. Man hat auch keinen Allerblick ausgesagt gehen, aber wenn ihr die Publikationen liest, die in letzter Zeit durchschenken, die Analysen vom Verhalten von der deutschen Regierung, da muss ich immer sagen, dass das erratisch war. Es wird zu aller Blick möglich gewesen, Grenzen zuzumachen. Die Bundeskanzlerin wollte kein unpopulär Bilder, also es nicht gemerkt gehen. Sie wollte kein unpopulär Bilder, solange auf der deutschen Grenze war. Wenn es zu Idomeni war, wo kein Problem. Wenn es lo unter türkisch-syrischer Grenze ist kein Problem. Das ist die Realität in Europa. Und die Rolle von der Lützeburger Präsidenz, das war eine Vasallerolle. Das war an der Präsidenz, das war eine Vasallerolle, wo die Lützeburger Regierung das gemacht hat, was Berlin dezidiert hat. Und das ist etwas an eine Graven, ein Dave Gröf an Europa mit verursacht hat. Und das ist nicht drüber. Und ich hätte können von dieser Regierung erwarten, dass sie Lehre gezündet hat, dass sie sich nicht mehr an der deutsche Boot ranziehen lässt, was so viel Schritt gemacht hat, dadurch, dass ganz viele Länder
lo mat Eis och Probleme hunn, dat huet verschieden Ursachen. Melo die Diskussionen, die mal hun an dem Minister Asselborn feiert och, dat Migration, Verdelung wo Flüchtlinge an Solidarität op monetärer Basis dat dat ze summen hängt, dat verdeeft Remmenkere Grof an Europa. Mir willen dat net. Mir hätte ger dat man zurückkommen op eng Rationalpolitik, dat man respektieren, dat Staate können selber desideieren, weber hinne wund an net. An dat ass bei den EU-Bierger as dat hun mat Liberté de Circulation de Personen Hasselborn läuscht dat gut, well das interessant fir ich. Mün dat am Traité Liberté de Circulation de Personen, mit dat gëlt fir EU-Bierger, dat gëlt net fir Drittstaatler. Die ganz Logik der Hand, die ass die hält sech net. An net das normal, das vollkommen normal, dat die Diskussionen an oder dat viele Staaten überhaupt nicht umsetzen, wird do an der Lützburger Präsidenz per Wort a Majorité qualifiziert décidiert genau. Sie setzen het net um. Die einzige, die het umsetzen, dat sind Lützburger. Ich wollte Herr Karteiser soen. Es soll sich nach einem Monat geduldigen, da kein Türteil vom europäischen Gerichtshof. Da können Herr Karteiser das kommentieren. Schon nicht hören, was gesagt hat, Herr Minister. Das wie dir wollt, ja. Das wie dir wollt. So, also nur mehr Asselborn singen an der Brechung will ich nach zwei Wörter über den Euro und dann zur Konklusion kommen. Ich meine Zeit, dass River. Ja, Zeit, dass River kommt zur Konklusion, Herr Kappel. Voilà, das machen ich dann noch gerne. Beim Euro hat man genau dieselbe Situation. Wir hatten dauernd Vertragsverletzungen beim Euro auch. Wir hatten, da wird Adam auch gesagt, Konvergenzkriterien, die gebracht gesehen, wo eigentlich immer und das ist auch etwas, was Vertrauen an die Bürger und Verträge immer größt, dass sie gesehen, dass die Staaten sich nicht dran halten und überhaupt keine Sanktionen geholt gehen. Und auch daraus muss ich da können Konklusionen ziehen. Der Euro bringt für Lützeburg eine Reihe Gefahren, aber wir haben auch da eine Situation, wo wir riskieren, dass die monetäre Situation dadurch verunsichert wird, dass der Euro also nicht bricht und das ist nicht unmöglich, dass der Euro gespleckt wird. Ich will also als Konklusion auch zugunsten von Herrn Asselborn nachher wiederholen, dass ADR steht für die Verteidigung von unseren nationalen Interessen, wenn wir Europa zusammen bauen. Wir sind nicht gegen Europa, wir sind europäische Realisten, und wir respektieren Treaty, wir sind für Subsidiarität, und wir sind für allem dafür, dass wir, wenn wir Europa bauen, dass wir Treaty respektieren und Leute respektieren, weil ohne Mandat vom Volk mehr nicht.